Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Das ist jetzt der zweite Versuch, den ich so aufnehme und beim ersten Mal habe ich gesehen, dass ich eine rechte Gesichtsakrobatik schon mache. Darum, ja, eben, viel Vergnügen würde ich sagen. Mir hat es auch Spass gemacht, mich wieder mal so zu sehen, live Kamera im Gesicht aufzunehmen. Was ich hier eigentlich machen möchte, ist eigentlich folgendes. Ich habe mir ja jetzt ein bisschen überlegt, 1000 Abos und so, in welche Richtung soll es weitergehen. Und Hochdeutsch habe ich eigentlich noch keinen Bock. Darum habe ich mir jetzt mal eine bessere Cam gekauft, also ich hoffe es ist ein besser, ein Stativ. Und möchte jetzt eigentlich mit den Crown News euch zwischendurch so ein paar Infos aus der Spielewelt geben, was vielleicht auch bei Crown läuft und jetzt nicht unbedingt Crown News, nur Crown Infos, sondern es sind eben News zu den Games brought to you by Crown Cletus. Ich hoffe, das macht Sinn. Die Sache ist jetzt einfach die, dann muss ich nicht jedes Mal das Gameplay zeigen oder so, sondern kann einfach mal, auch wenn es nur 2-3 Minuten sind, frisch vor Leber zu einem Game etwas erzählen. Das wären somit also Crown News vom 11. April, wenn ich mich nicht täusche, datumstechnisch. Und um das auch ein bisschen gebührend einzuläuten und starten, die Crown News, habe ich gedacht, machen wir hier noch 2 kleine Verlosungen. Ich habe es schon angesprochen, auf der Xbox. Das Gears of War Judgment gefällt mir gar nicht, obwohl das ein gutes Game ist. Und das würde ich sonst gerne jemandem von euch weitergeben. Schreibt doch unten in die Kommentare rein, wieso das ausgerechnet gerade ihr jetzt das Gears of War Judgment solltet bekommen, möchtet bekommen. Und dann werde ich da auch morgen oder über das Weekend mit der Freundin eine Antwort auswählen. Die Freundin wird die Antwort auswählen, weil sie kennt euch ja nicht und dann ist es somit auch fair. Vermutlich werden die jetzt erst gerade etwas gewonnen haben, nichts bekommen, das muss ich schon noch sagen. Und als zweites das Bioshock Infinite vom PC habe ich ja auch noch einen Steam-Code. Und dann wäre es dort eigentlich genau gleich. Wer das möchte, soll doch in die Kommentare reinschreiben, wie so ausgerechnet er. Und dann werde ich das mal so verlosen. Ja. Das passt, hoffe ich, für euch. Und damit wir jetzt auch mit den News noch ein bisschen etwas durchgehen können, ist eigentlich jetzt folgendermaßen: nächstes Dienstag, was ja glaube ich der 16. ist, ja, kommt jetzt das neue Call of Duty Map Pack raus. Zuerst natürlich wieder mal nur für die Xbox, die leider siechen. Mir ist es eigentlich ziemlich gleich, wisst ihr ja, was ich von Black Ops 2 halte. Aber eine Information, oder besser gesagt 2, hat mich schon noch recht gefreut. Und zwar wird es jetzt eine Map geben, wo das Layout genauso ist wie bei Firing Range aus dem Black Ops 1. Und das war ja wirklich eine tolle Map gewesen. Irgendwie hat es jetzt so ein bisschen Filmkulissen drin bei dieser Map. Ja, muss dann schauen, wie es genau ist. Auf jeden Fall, das Layout ist genau gleich, aber einfach ein bisschen neue Texturen, ein bisschen neues Design. Genau gleich wie, ich weiss nicht, ob der World at War gespielt hat, dort hat es ja eine Map gegeben, Cliffside, und die haben ja für das Black Ops 1 dann auch genau das gleiche Layout, anders aussehen und hat dann Hazard geheissen. Finde ich noch eigentlich eine coole Idee, muss ich sagen. Darum freue ich mich ein bisschen aufs Map Pack und am meisten freue ich mich eigentlich nach Mob of the Dead. Das ist ja dann eigentlich die neue Zombie-Map, die bei Alcatraz spielt. Und ja, neue Perks, irgendwie ist man jetzt zwischendurch ein Geist, wenn man stirbt und so. Das klingt extrem spannend und ich habe länger wie mir das Gefühl, dass Treyarch durch eigentlich ein eigenständiges Game eines Tages wird rausbringen, wo der einfach nur noch Zombies ist, vielleicht so wie DayZ oder ich weiss doch auch nicht was. Coole Sache, bin ich gespannt. Also eben, neue Version von Firing Range und Mob of the Dead, das wird sicher rausreißen, damit wir es gleich noch runterladen, mal ausprobieren. Von den anderen Maps werde ich vermutlich auch als erstes Game zeigen. Können es ja. Ja, wird sicher noch amüsant. Und dann, auch nächstes Dienstag, startet auf dem Sci-Fi Channel eine neue Serie. Defiance heisst es, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Und die wird eben einerseits im Fernsehen oder halt im Internet gezeigt als Serie und andererseits haben sie auch ein Game Anfang Monat rausgebracht, so ein MMO, ein bisschen wie World of Warcraft, ganz einfach gesagt. Kannst halt auch so umziehen, verschiedene Sachen erledigen und so. Mit anderen Leuten auch, zum Teil ist man auch allein, wo es hat auch noch eine gute Story oder einmal einigermaßen gut. Und das Defiance Game bin ich jetzt recht gerade am Suchten gewesen, finde ich ausgezeichnet, erinnert mich ein bisschen an Borderlands. Aber dadurch, dass halt auch viele andere Spieler dort noch sind, hat man auch extrem interessante Zusammenkünfte und dann wieder irgendein riesen Alien-Gaben machen und so. Also ich kann es nur empfehlen.
Auf dem Screech, seinem Kanal, findet ihr noch ein bisschen Gameplays dazu, die tue ich eventuell per Link hier und hier kurz verlinken. Zieht euch mal rein. Ich werde eventuell auch ein bisschen Gameplay zeigen von diesem Spiel. Finde ich aber noch eine interessante Idee, dass eben die Serie und das Game dann so ein bisschen ineinander eigentlich reinfließen und was der Serie passiert, könnte dann im Game auch auftauchen oder umgekehrt. Interessanter Ansatz. Ja, das wäre es eigentlich von diesem ersten Crown News Video. Mal schauen, wie es euch gefällt und natürlich sehr gerne eure Wünsche noch berücksichtigen. Und dann wird ich eventuell in Zukunft vielleicht einmal in der Woche so ein Crown News eben raushauen, um ein bisschen zu informieren, was so in der Gamewelt geht. Vielleicht wird das ein bisschen umfassender, vielleicht wird es noch ein bisschen professioneller. Möchte man hier eigentlich jetzt so ein bisschen ein Fundament legen mit dem ersten Video und eben schauen, wie ist das Feedback, wie kommt es an und dann, was kann ich daraus machen. Das wäre es von meiner Seite. Alles Gute, ich hoffe, ich habe nichts verhängt und sonst werdet ihr mich sicher darauf hinweisen. Macht's gut, ciao zusammen.